7. Part von Mario Kart 8 Deluxe Online Battle der Schimmer 7 nu gefangen an. Team Lützeburg spielt an der MKU 2 auch an der 7. Division. Batech hat 3x7, also schmengen dat Session dummer der he immer. Ich erkläre bisschen haut MKU Season 2 wie die ausgesetzt, also auch a 7D wo die stattfindet. Ja, ich gehe mich schon nicht mit der 7. Nämlich den 26. November 2017 oder 2017, das was er besteht. Also, wir hören auf jeden Fall unsere 42 Kippen international, die da Match spielen und eng davon aus unserem Team Lützeburg. Wen hat das gedurcht? Wir sind also dabei. Und werde ich eben nach Kasuren, das wo du 26 Uhr geht, da können die Leute sich schon ein bisschen Gedanken machen. Moment, du hast ja auch noch keine Vakanz dazwischen. Und das eben gerade auch nach das Jahr, weil du kriegst daran, also Helge Oven, das Sondes an Silvester, wie so Oves, Sondes Oves, alles etc. sehen, gehen du 2 Wochen Pause gemacht, das heißt, ein bisschen mehr lang Season für uns am Platz 10 Wochen und 12 Wochen. Wir haben noch das Mal Division 6, das Drama Division hat mit 3 Dropouts. Denke ich, wird das gut tun. Also, wir gehen auch noch Division 7 ein bisschen an. Auf der ersten Platz immer Team GC2, also die zweite Kipp von Team GC, die dann auch mal dran ist. Die französische Kipp Team Piduki, die wir immer wollte nach, wo ich auch ein wollte Match organisieren. Kriegen also nur 2 Matches jetzt zu spielen. Unbeatable Underdogs, das kann auch ganz interessant sein für uns. Final Fantasy als auch die zweite Kipp von Final Emblem. Galactic Gamers, ja, wenn ich noch daran erinnern, da haben wir auf 6 Punkten ein Match verloren gehabt. Also da hoffen wir mal, dass wir eine Revanche können holen. Und dann die letzte Kipp, das sind wir dann Team Lützeburg. Wir sind also auch in der letzten Division. Und da freue ich mich Moment, die wird ja auch wirklich Division 6, die 3D Kipp. Und wie soll sie dann aufgestiegen? Jein, wir sind nicht aufgestiegen. Das Problem ist, es sind noch 42 Kippen dabei und auch das Niveau. Touch viel gedo. Ich kann nicht opzählen von den 42 Kippen sind der Poch nicht dabei. Zum Beispiel Team Adaptility als abgelesen gehen an Equipen, die da vielleicht besser kennt, nämlich Fredo Pulp, die wir auch gegen Demotion gespielt gehabt an der MKU Season 1. Die sind auch nicht mehr dabei. Und die sind vermehrt mit der französischen Equipen. Du hast viel gewurschtelt gewirrscht. Im Endeffekt haben wir just nach der Division 6 TL an Final Emblem gehabt. Und rein theoretisch hat man Division 5 auch da können absteigen. Mehr will so viele Kippen noch abgebildet gehen, plus Resultate vom Zwischenturnier, wo man auch knapp gegen Galactic Gamers verloren haben. Haben die gesagt, Team Lützburg hat dann aber besser Division 7 zu spielen, für sich zu kreieren. Und auch ich persönlich mich auch dafür angesagt, dass man Division 7 mal hier 10 Wochen können durchspielen. Respektiv 4 plus 2 Wochen Pause plus da 6 Wochen, wie man da hin. Weil man mal als musste vielleicht fannen, wir hatten noch kein einfach Division 6 Season 1, weil es wirklich nicht viel zu spielen gab. Und ich bin immer noch gespannt, wie Meister schlagen. Und im Endeffekt so nicht, dass Division 7 ist gut für uns. Das hat man mal auch kreieren. Das hat verschiedene Leute ein bisschen den Bolz gemusst, wie im Spiel ausgesagt. Und kann ihn von Aufstieg allerdings nicht schwätzen. Aufstieg hat ich definiert, wenn wir gerne mit dabei wären, weil das wäre ein Absturz gewesen, meiner Meinung nach. Es sind 42 Kippen dabei, eine von unserem aus Lützeburg, und ihr wisst, wie die letzte Season ausgesehen hat, wir sind just noch eine von 2 Kippen, die dabei sind, von unserer Division, und es sind noch viele Kippen, die sich abgelesen haben. Viel genau zusammen gebastelt, das ist eben an der Market 18 immer schon so gewesen, also Market Community, dass da Kippen sind, die sich ablesen, so Mond für Mond. Ich kann auch ein anderes Beispiel geben, Victory Road, die gehen doch schon dabei, die sich herum aufgekratzt. Und Team Litz besteht aber für eine gewisse Konstanz am Sinne von existent, ja schon 10 Jahre, wo das geht. Und WCL zum Beispiel haben wir auch alle Division der All Season dabei. Und ich gebe aber so, mit Season 2, Division 7 geht das im Endeffekt nicht so schlecht. Und nein, ich kann es betonen, wir vertreten Lützburg mit einer Equipe. Es ist zu bedauern, dass sonst kein mit auf Boot springt. Wir haben hier politisch Leute, die den National Cup ja so abgerufen haben und im Endeffekt den Abend nicht organisiert, was ich ein bisschen krass fand. Aber ja, da haben wir dann aber, dass wir dabei sind, international, all Sonnenabend, gibt es ums Teams, um 8 oder 9, da muss man mal gucken, wie wir das ausmachen.
Und ich kann euch eben noch den Kader erzählen, den changeiert am Endeffekt nicht viel von uns, bis auf E-Posten, die gewechselt wird. Da haben sich zwei Brüder mit den aufgeschwärzt, nämlich den BRBR, der Brian, wird nicht mehr dabei sein, auf wie spielt der den ICAF, hoffentlich mit, nenne ich mal einfach. Und dann immer noch der Chris, der Kexo sozusagen, und dann noch der Reaper alias Chris, ne, da muss ein bisschen aufpassen. Der Joey, der Pingu sozusagen, den Oliver ist auch noch mal dabei, der Relvoy. Und dann immer noch der Gilles, der Nick, der Steven, den Erik. Und dann noch ein, der Bandy KH stehen, hier auch unter dem Laut Team Letzburg YouTube-Channel. Auf jeden Fall, der merkt also, es geht darum spannend, es geht darum los. Wir haben im Endeffekt auch einen Abruf gemacht gehabt, dass wir Leute fanden, die interessiert wären. Da hat sich auch kein gemeldet gehabt, dass wir wirklich am Schluss von der Geschichte wahrscheinlich die 10 Hardcore Amerika Glücksspieler am Land gefunden. Ich weiß nicht nie, ich kann die Geschichte erzählen, ich hatte das Video auch schon abgeholt am 4 aus, den das nicht gehen, weil man Datei nicht nachkommen ist. Da hat man da hat auch Letzburger von dem Battle-Modus, da heißt, es geht auch mal Letzburger, die spielen. Wir tippen nicht darauf, dass man viele hier am Land haben, die das ganz mit Casual gehen. Seid gespannt, wie das heute ausgeht. Ich bin optimistisch mit der Division 7. Da sind aber Matches, die können ganz, ganz interessant sein. Gerade von den Galactic Gamer so schwarz, nicht mehr wirklich ein Match auf 6 Punkte ist verloren gehabt, wo man auch ein random gewürfelt Team im Endeffekt hat. Und der Reaper war zum Beispiel nicht dabei, weil den Weekend Line nicht kommt. Da hat der Kexo dann ausgeholfen gehabt und der Steve war auch recht kurz zurück. Und ich denke aber, es gibt große Spannung. Natürlich, das ist das Niveau, aber auch für die überhaupt schon noch Matze zu machen. Ich habe dir erzählt, wie viele Kippen die gönnen, wie wir dabei sind, die aufgekratzt sind. Und ich bin gespannt, ob wir Season 3 auch noch packen. Ich hoffe mal. Und ich hoffe mal wirklich mal, dass wir wirklich auch 5 Matcher jeweils alle ihre Tour können spielen können, zusammen 10 gerechnet. Seid gespannt, es gibt Livestreams gegen mehr, aber nicht, da gibt es auch uns abgeholt. Wir haben dort 2 Streamerinnen, die das werden durchziehen. Mit einer guten Leitung, nicht wie ich mit einer Holzleitung, die ich 10 Minuten nicht präsentieren kann. Das war dann eben ein Informationsvideo. Wir gucken uns noch ein bisschen nach einer Single-Battle an. Ich kommentiere doch noch, weil mein CPU hat nicht mehr gepackt für Aufnahmen plus Voice Recorder, da muss ich ein bisschen hantieren. Also wenn ein paar Wochen nicht mehr viel am Computer stehen hat, dann wird der noch ein bisschen einen Wanderschlupfer gehalten. Jedenfalls schreibt mal einen Kommentar oder so, seid ihr hyped, seid ihr nicht hyped. Ich hoffe, ich kann das Video ein bisschen Online-Battles beleben, am Sinne von, der wissen, was lebt. Es lebt darum eigentlich 10 Heuer Amerika Deluxe hier im Land. Wie es mit lokalen Turnieren ausgesehen ist, schwierig zu sagen. Aber ich gebe auch 2030 mal ein kleines 4 Knappen. Vielleicht mal ein Cap organisieren als Team Lützeburg. Beim Event, wo kann ich nicht erzählen, wir sind schon ein bisschen am Ganzen diskutieren. Wir sind gespannt, vielleicht kann den einen oder anderen ein bisschen da feiert gehen, mal gucken. Ich habe schon ein bisschen etwas getan in den letzten Moment. Wir haben vorher sehen zum Trailer, den hast du auch anscheinend gut angekommen, das Fred Eis und plus, also das hat mehrere Kleine geschafft. Dann geht es noch länger, wo geht wie Schloss. Heute war am Sonntag, den 19.11., wo ich das Video herausgebracht habe, zu erzählen, wie das aussieht. Wir wirklich eine internationale Mischung, wirklich mit Galactic Gamers, die auch spanisch-mexikanisch Mischung ist. Anbietet Underdogs, Amerikaner, Galactic Gamers hat ich auch noch erwähnt. Team Piduk geht Franzosen, Team GC, da ist Briten und Spanier Final Fantasy auch im gehabt. Also ihr seht, das wäre dann so gut wie mit diesem Online-Battle. So eine Remesse gucken, aber nicht vergessen, 777. Ich denke nicht, dass wir 7. Division gehen. Wieso, das können wir jetzt immer rechnen. Aber das wäre nach Oracle confirmed. Wie gesagt, das wäre es. Merci gucken. Und dann bis beim nächsten Livestream wahrscheinlich für ein Match oder bis auch Rocket League. Alle macht gut. Ciao, ciao.